Nicht selber ausgesucht. Er kann nichts für sein Bodenpersonal. Seit Beginn unserer Kundgebung sehe ich doch, dass Herr Höcke den meisten Leuten hier aus dem Herzen spricht, oder nicht? Wenn wir hier unsere Sorgen auf den Domplatz tragen, Dankeschön. Wenn wir hier unsere Sorgen auf den Domplatz tragen, dann ist das keine Ausländerfeindlichkeit, kein Rassismus und erst recht keine Hetze. Niemand hier würde sich echter Not verweigern. Aber, liebe Freunde, uns treibt die Sorge um unser Land auf die Straße. Wir haben die Befürchtung, dass wir uns hier gehörig übernehmen, Frau Merkel. Jeder, der ins Flugzeug fliegt, wird belehrt, im Notfall zuerst sich selber die Sauerstoffmaske aufzusetzen und erst dann den Kindern oder Nachbarn zu helfen. Wer selber schwach ist, kann letztlich niemandem mehr eine Hilfe sein. Nichts anderes bringen wir mit unseren Demonstrationen zum Ausdruck. Es ist unser gutes Recht, unser verbrieftes Recht. Das ist nämlich Demokratie. Hetze ist das, was von den Medien, von den Gewerkschaften, von den Linksfaschisten und nun auch von den Kirchen über uns alle hier auf der Straße, besonders aber über Björn Höcke, ausgegossen wird. Sie erklären einen Familienvater zum Freiwild. Ich sage dazu, das ist menschenverachtend. Sie predigen Wasser und saufen Wein. Sehr geehrte Damen und Herren, es war mir ein Bedürfnis, Ihnen die unwahrscheinlichen Zustände in unserem Lande auf diese Weise nahezubringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte nun Frau Wiebke Musal ans Mikrofon. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag. Bitte schön, Wiebke. Einen wunderschönen guten Abend, Thüringen. Und selbstverständlich auch einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Ich freue mich ganz besonders, heute als Landesvorsitzende der Jungen Alternative für die Jugend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Schon bei den letzten Demos, bei allen Demos, genauso wie heute, habe ich in der Menge ganz viele junge Leute gesehen. Junge Leute, die aussahen, als wüssten sie, wer sie sind. Junge Leute, die in unserer Heimat verwurzelt sind. Und junge Leute, die bereit sind, für ihre Zukunft in unserem Land einzutreten. Und ich sehe natürlich auch viele ältere Leute. Und bei diesen älteren Leuten, bei allen, die nicht zu den ganz Jungen gehören, möchte ich mich heute an erster Stelle ganz herzlich bedanken. Denn sie alle, weiß ich, sie kommen nicht nur für sich hierher. Sie kommen, weil sie Kinder haben, weil sie Enkel haben und weil sie wollen, dass ihre Familien in Deutschland eine bessere Zukunft haben, als die Bundesregierung und die Landesregierung uns geben will. Ich möchte gerne über zwei Themen sprechen, die uns als junge Generation besonders angehen. Das sind die Familienpolitik und die Bildungspolitik in unserem Land. Und wenn ich mir die Familienpolitik und die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte in unserem Land anschaue, dann könnte ich denken, wir jungen Leute, wir sind eine verlorene Generation. Seit Jahrzehnten werden immer weniger Kinder in Deutschland geboren. Und warum? Weil wir in Deutschland keine Familienpolitik mehr haben, sondern nur noch eine Familienverhinderungspolitik.
In unserem Land werden Familien durch die Steuerlast erdrückt. Frauen, die für ihre Kinder zu Hause bleiben wollen, nicht erwerbstätig sind, die werden in der Rente benachteiligt. Und auf der anderen Seite gönnt uns Familien der Staat eine Vielzahl von Förderleistungen, sodass man den Eindruck bekommt, die Familien würden am Tropf der Solidargemeinschaft hängen. Und tatsächlich ist es aber genau umgekehrt. Das, was angeblich gefördert wird, das gleicht die ganzen Benachteiligungen, die unsere Familien erleiden müssen, überhaupt gar nicht aus. Und ich sage, statt unsere Familien als Sozialschmarotzer hinzustellen, sollte man wieder anerkennen, dass Familien die Grundlage unserer Gesellschaft sind. Der Staat dreht den Familien den Geldhahn zu. Und die Folge davon ist, dass junge Mütter, wenn sie sich entscheiden müssen, wann gehe ich in meinen Beruf zurück, wie gehe ich in meinen Beruf zurück und wie viel Zeit habe ich für meine Kinder, dass diese Entscheidung aus finanziellen Gründen immer öfter für den Beruf ausgeht. Das hat natürlich für den Staat einen ganz entscheidenden Vorteil. Die Damen, die wieder arbeiten gehen müssen, die stehen als Steuerzahler zur Verfügung. Und das lässt sich natürlich prima in die Bilanz einpflegen. Zum Beispiel, wenn man meint, man muss mal wieder Milliarden nach Griechenland auskippen. Auf der anderen Seite hat das vielleicht nicht für den Staat, aber für die Altparteienvertreter den Vorteil, dass wir eine Verstaatlichung der Kindheit haben, so wie es in der Diktatur der DDR war. Wenn Kinder den ganzen Tag in Einrichtungen verbringen müssen und Eltern arbeiten gehen müssen den ganzen Tag, dann haben sie zwangsläufig weniger Zeit für ihre Kinder und zwangsläufig weniger Einfluss auf ihre Kinder. Und wer hat dann mehr Einfluss? Das ist dann doch wohl der Staat. Ich sage, Familien sind die Keimzelle unserer Gesellschaft. Und die Aufgabe des Staates ist es nicht, die Familie zu zerstören, sondern die familiären Strukturen zu unterstützen. Und in unserer jetzigen Situation, sage ich, wo wir das hausgemachte Asylchaos der Regierung ertragen müssen, ein Asylchaos, das unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttert, da sage ich, wir brauchen Ihren Zusammenhalt, den Sie zeigen, wenn wir auf unsere Demos kommen. Und wir brauchen Ihr Verantwortungsbewusstsein für die zukünftigen Generationen. Auch die Bildungspolitik ist ein Bereich, die natürlich die Jugend besonders angeht. Seit Jahrzehnten haben wir einen Akademisierungswahn in Deutschland. Das heißt, immer mehr sollen studieren, obwohl sie das vielleicht gar nicht möchten und obwohl sie dafür gar nicht geeignet sind und obwohl sie in anderen Berufen gebraucht werden würden. Durch diesen Akademisierungswahn sinkt das Leistungsniveau an unseren Schulen und Hochschulen. Und auf der anderen Seite haben wir nicht mehr genug Auszubildende für unsere Ausbildungsplätze. Und wenn ich mir dazu die Politik der Altparteien anschaue, dann sage ich wieder, wir sind offenbar eine verlorene Generation, denn die Politik hat uns aufgegeben. Außer von der AfD gibt es kein wirkliches Konzept, wie diese Probleme gelöst werden können. Die AfD ist die einzige Partei, die vorbehaltlos Ja zu Kindern sagt. Und die AfD ist die einzige Partei, die vorbehaltlos Ja zu leistungsorientierter Bildungspolitik sagt. Und über alle Parteigrenzen hinweg höre ich nur von der Linken bis zur CDU zu dem Thema etwas von der Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt. Ich sage, man muss sich um die Familienpolitik und um die Bildungspolitik für die einheimische Bevölkerung kümmern und die nicht einfach vernachlässigen. Die Altparteien meinen offenbar, mit Asylbewerbern Ausbildungsplätze besetzen zu können,
und unter den Asylbewerbern jede Menge Fachkräfte zu finden. Und ich muss Ihnen sagen, ich war schon erstaunt, als Herr Ramelow ganz am Anfang, als er den ersten Schwung Asylbewerber entgegengenommen hat, suggeriert hat, dass jeder Asylbewerber nicht nur ein Flüchtling ist, sondern auch jeder Asylbewerber direkt als Neubürger hier empfangen werden soll. Und jetzt bin ich umso erstaunter, wenn ich höre, dass jeder dieser sogenannten Neubürger eine Fachkraft ist. Und ich sage deutlich, wir können unseren Fachkräftebedarf nicht durch Asylbewerber decken, die aus Ländern kommen, die eine Analphabetenrate von 8% wie der Kosovo, von 20% wie der Irak, von 42% wie Pakistan oder einer Analphabetenrate von 61% wie Afghanistan haben. Wir können das nicht und wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen ein Asylrecht für wirklich Verfolgte, was zeitlich begrenzt ist, sodass die Menschen, die hier als Flüchtlinge anerkannt wurden, wenn ihr Fluchtgrund wegfällt, wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und wir wollen endlich wieder eine richtige Familienpolitik und eine richtige Bildungspolitik für unser Volk. Und an Herrn Ministerpräsidenten Ramelow und unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel sage ich ganz deutlich: Wir brauchen eine Familienpolitik und eine Bildungspolitik, die an den Bedürfnissen Thüringens orientiert ist und nicht an der Unfähigkeit unserer Regierung. Und ich sage, auch wenn die etablierten Parteien uns aufgegeben haben, wir sind keine verlorene Generation, solange wir uns nicht selbst aufgeben und solange es wenigstens einige Politiker in diesem Land gibt, die für uns einstehen. Und ich komme zu Beginn meiner Rede zurück, als ich gesagt habe, ich sehe viele junge Menschen, die wissen, wer sie sind, die in unserer Wertegemeinschaft verwurzelt sind und die bereit sind, für ihre Zukunft in unserem Land einzustehen. Wir jungen Leute sagen, wir sind keine verlorene Generation. Wir sind die Generation Deutschland, weil wir unsere Heimat bewahren wollen. Wir sind die Generation Deutschland, weil wir friedlich in einem Europa der Partnerländer mit unseren Nachbarn gemeinsam leben wollen. Und wir sind die Generation Deutschland, weil wir die Zukunft unseres Landes in uns tragen. Und ich sage Ihnen allen, die nicht nur jung sind, sondern die heute hier sind, für ihre Kinder und für ihre Enkel: Wir brauchen Ihren Mut und wir brauchen Ihre Stimme und wir brauchen Ihre Solidarität. Aber ich verspreche Ihnen auch, wir jungen Leute werden, wenn Sie Ihre Hoffnung in uns setzen, Ihre Hoffnung nicht enttäuschen. Dankeschön. Dankeschön, liebe Mutter. Begrüßen Sie nun mit mir unsere Freundin Frau Dr. Christina Baum aus Baden-Württemberg. Sie ist dort stellvertretende Landessprecherin der AfD. Sei herzlich begrüßt, liebe Christina. Liebe Thüringer, liebe Gäste dieser wunderschönen Stadt Erfurt. Es ist mir eine große Ehre, heute hier als Gast von Björn Höcke und der Thüringer AfD zu Ihnen sprechen zu dürfen. Mit Erfurt verbinden mich selbst sehr viele Erinnerungen. Hier habe ich 3 Jahre an der Medizinischen Akademie studiert. Hier habe ich mein Staatsexamen abgelegt und hier in Erfurt wurde meine Tochter geboren. Denn auch ich bin ein Thüringer. Doch das politische System der DDR, das aus Freundinnen und Familienmitgliedern Denunzianten gemacht hatte, konnte ich damals nicht länger ertragen.
sodass ich in einer Ausreise die einzige Möglichkeit sah, diesem zu entkommen. Das war im Mai 1989. Ich weiß noch genau, wie glücklich ich war und wie gut es sich anfühlte, endlich frei zu sein. Ja, Freiheit, das war es, was ich wollte. Natürlich genoss ich die Reisefreiheit, aber das Wichtigste für mich war, dass ich endlich meine Meinung frei äußern durfte, dass ich sagen konnte, was ich denke, ohne Angst vor Bespitzelung und Denunziation haben zu müssen. Viele Leute aus meiner Generation, viele Menschen von damals kennen diese Zustände noch sehr genau. Und was erleben wir heute? Heute muss ich erleben, dass Menschen sich nicht trauen, sich zur AfD zu bekennen, aus Angst, persönlichen Angriffen ausgesetzt zu werden, aus Angst, ihren Arbeitsplatz oder Aufträge zu verlieren, aus Angst, als Rechte beschimpft zu werden. Ich selber erlebe Bewunderung, weil ich immer noch im Gegensatz zu den meisten Menschen Klartext rede. Denn eines habe ich mir damals beim Verlassen der DDR geschworen: Ich lasse mir nie wieder den Mund verbieten. Und deshalb bin ich stolz darauf, hier mitten unter euch auf dem Domplatz zu stehen. Denn ihr seid die Avantgarde des deutschen Widerstandes gegen eine Merkel-geführte Regierung. Ich komme noch darauf. Einer Regierung, die die Interessen eines sehr großen Teils ihrer eigenen Bevölkerung nicht mehr vertritt. Frau Merkel, sind die Belange aller anderen Völker dieser Welt wichtiger als die Sorgen und Nöte ihres eigenen Volkes? Sind in ganz besonderem Maße von diesen Attacken betroffen. Unsere Infostände werden angegriffen und wir werden als Faschisten bezeichnet und als Nazis. Wir werden bespitzelt und attackiert, und das alles nur, weil wir eine andere Meinung haben. Weil wir ein freies Deutschland als lebens- und liebenswerte Heimat für unsere Kinder und unsere Enkel erhalten wollen. Ich sage zu dem Verhalten der Politiker nur eines: Die Quittung dafür werden sie bei den nächsten Wahlen bekommen. Wir werden an den Pranger gestellt und somit zum Freiwild der vom Staat bezahlten Antifaschisten. Und diese kapieren gar nicht, dass sie nur benutzt werden. Sie sind Opfer geistiger Brandstifter aus der Politik. Zu nennen sind da vor allen Dingen Merkel, Gabriel, Özdemir, Maas, Stegner und nun auch Tauber, der den Pegida-Leuten die Deutschlandfahnen wegnehmen will.
und somit unverhohlen zur Gewalt aufruft, denn er weiß ganz genau, dass Sie diese Fahnen nicht freiwillig hergeben werden. Und Frau Fahimi, die... Ganz genau. Wir sind das Volk! 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 Frau Fahimi, die mit voller Härte der Polizei und des Verfassungsschutzes gegen die Pegida-Bewegung vorgehen will. Sie alle teilen das Volk inzwischen in ein Gutes und ein Böses. Oder mit den Worten von Herrn Gauck, in ein Hell und ein Dunkel Deutschland. Frau Merkel möchte gar ein ganz anderes Volk. Ihren Namen werden wir uns merken, liebe Freunde. Frau Merkel und Co. haben somit hauptverantwortlich und absichtlich ihr eigenes Volk gespalten und gegeneinander aufgehetzt. Die Morddrohungen und die massiven tätlichen Angriffe gegenüber Björn Höcke, wir haben es von ihm gehört, bestätigen das. Doch Björn ist nicht allein. Wir sind viele und wir stehen zu ihm. Die zunehmende Aggressivität in der Auseinandersetzung, die jetzt nicht mehr nur verbal, sondern tatsächlich körperlich stattfindet, bestätigt eines ganz klar. Man hat Angst. Angst vor seinem eigenen Volk und vor der einzigen Partei, die die Interessen des Volkes überhaupt noch vertritt. Und deshalb möchte ich alle hier aufrufen zu unserer gemeinsamen AfD-Demonstration am 7. November in Berlin. Um 13 Uhr beginnt sie. Um 13 Uhr am Neptunbrunnen. Merken Sie sich diesen Termin. Ich wünsche mir, dass Sie alle ganz zahlreich dort erscheinen. Erheben wir dort in Berlin endlich unsere Stimme gegen die Unfähigkeit dieser Regierung. Bringen Sie Fahnen und Plakate mit. Lassen Sie uns friedlich, aber mit fester Stimme unsere Forderungen vorbringen. Wir alle zusammen müssen ein Signal setzen, das den Bundestag erschüttern lässt. Zeigen wir denen da oben, wer der Souverän ist. Und dieser Souverän hat ein Hauptanliegen. Merkel muss weg! Dieses gemeinsame nahe Ziel einigt uns. Diese Merkel-Regierung muss vom Thron gestürzt werden. Sie vergiftet das Klima in unserem Land. Sie zerstört den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in der Bevölkerung und hat sich damit selbst für eine Fortsetzung ihres Amtes disqualifiziert. Wenn Frau Merkel sagt, Deutschland wird sich verändern, dann wissen wir ganz genau, was sie meint.
Sie will Deutschland in ein multikulturelles Krisengebiet verwandeln. Doch wir alle hier wollen das nicht, Frau Merkel. Wer sind Sie eigentlich, dass Sie es wagen, eine solche Veränderung herbeizuführen, ohne das Volk zu fragen? Wir wollen eine Volksabstimmung. Zum Schluss möchte ich noch einen bemerkenswerten Ausspruch von Bertolt Brecht zitieren. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist doch bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Ich überlege nun bei allen Äußerungen unserer Politiker, welcher Teil des Zitates auf sie zutreffen könnte. Verbrecher jedenfalls werden eines Tages vor Gericht stehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir alle hier werden für eine Zukunft unseres Vaterlandes kämpfen. Das ist ein Versprechen, Frau Merkel. Letztes Wochenende unseren Parteitag gehabt in Baden-Württemberg und wir haben für unsere Landtagswahl im kommenden März einen Slogan gewählt und dieser Slogan heißt: Für unser Land, für unsere Werte. Und damit grüße ich euch noch einmal alle ganz herzlich und ich rufe euch zu: Bleibt mutig und lasst euch nicht einschüchtern. Wir alle sehen uns in Berlin am 7.11. um 13 Uhr am Neptunbrunnen. Ich bin stolz auf euch. Dankeschön, Christina Baum. Ich kann euch auch sagen, Christina Baum hat uns im Landkreis Mühlhausen im Wahlkampf unterstützt mit ihren Leuten aus Baden-Württemberg. Sie hat das Herz am richtigen Fleck. Begrüßen Sie nun mit mir, liebe Freunde, unseren ebenfalls aus Baden-Württemberg stammenden Markus Frohnmeier. Er ist der Chef der Jungen Alternative in Deutschland, der Bundeschef. Herzlich willkommen, Markus! Liebe Freunde, die Altparteien haben ganze Arbeit geleistet. Hier im Land, im Bund, in Europa. Sie haben eine gesellschaftliche Atmosphäre der Denunziation und der Diffamierung eingerichtet. Die haben den Rechtsbruch zum Normalfall erhoben. Und sie sprechen dem Bürger das Recht auf Selbstbestimmung ab. Sie bevormunden den Bürger, wo auch immer er sich politisch entfalten möchte. Dafür gibt es mittlerweile unzählige Beispiele, aber kein Beispiel verdeutlicht es besser als die aktuelle Asylkrise. Der Zustrom von Asylsuchenden sprengt mittlerweile alle Sagewesen. Die Bundesbürger dürfen dieses Jahr etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge willkommen heißen, ohne Familiennachzug. Vergleicht man die Zahlen mit denen vom Vorjahr, sprechen wir von einer Steigerung von 700%. Vergleichen wir die deutschen Zahlen mit denen der gesamten Europäischen Union, dann werden dieses Jahr ganze 55% der Flüchtlinge Deutschland zum Ziel haben. 55%. Der Rest von 45%, liebe Freunde, verteilt sich auf die übrigen der 27 EU-Mitgliedstaaten. Wieso bin ich von dieser Art von gemeinsamer europäischer Solidarität nicht überrascht?
Doch nicht nur die Massen der Asylforderer ist schwer zu begreifen, zum Nachdenken regt auch deren Herkunft an. Gehen wir weiterhin von den Zahlen des ersten Quartals 2015 aus, dann stammen unglaubliche 26% aus dem Kosovo. Das Kosovo, das von der Europäischen Kommission als EU-Beitrittskandidat gehandelt wird. Das Kosovo, das sich mittlerweile als sichere Herkunftsstaat gilt. Ursache für diesen Massenzustrom sind neben Begrüßungs- und Taschengeld sogenannte Rückkehrhilfen. Das heißt, Asylforderer kommen nach Deutschland und lassen sich durch Geld und Sachleistungen dazu motivieren, unser Land wieder zu verlassen. Und liebe Freunde, ich kann das schon verstehen. Man darf Menschen nicht zum Vorwurf machen, einen einfachen Weg zu wählen. Das Taschengeld dieser Asylforderer beträgt 2 weiter mehr wie der monatliche Lohn eines kosovarischen Polizisten. Aber liebe Freunde, der Schuldige sitzt im Parlament, in der Schreibstube und im Rundfunkrat. Was wir heute erleben, das ist lange vorbereitet. Lasst mich zitieren Jürgen Trittin von der Partei mit eigener Pädophilie-Kommission. Die Grünen, der sagte bereits am 2.1.2005 in der FAZ, Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich einfach großartig. Liebe Freunde, ich frage euch, sind das Volksvertreter? Liebe Freunde, Cem Özdemir von der Partei mit eigener Pädophilie-Kommission, Bündnis 90 Die Grünen, sagte im Fokus